Ik wil de laatste paar weken hebben we deze series doorgegaan, een reiner hart. En in deze series hebben we gezien, waar Jezus Christus zijn boodschap uitbrengen deed. Die wordt in Matäus Kapitel 5, Vers 7 erst geschreven. En hij leert ons dat we sollen ons hart aangeven naar arm. Dat is niet bloß genoeg dat we recht denken doen. Dat is wichtig dat we een rechtes hart haben für arm. We hebben ook gezien, wat het wichtig is dat we op dem rechten Weg zijn. We zijn op dem rechten Weg, wanneer we den rechten der oder rechten Put durchgehen. En we zullen op dem schmalen Weg zijn, wils we durch den schmalen Put gegaan zijn en geloven in Jesus Christus. Dan sagen we, we zullen, dat we zullen leven in een Weg, dat Frucht brengen deed, dat het een bewijs is aan wat van Weg we zijn. En wieder von der Jesus Christus, der uns ermutigen, dass wir sollen uns sicher sein und was von Untergrund wir uns Leben bauen doen. Wenn wir einen sicheren Untergrund haben, dann wollen wir ein Leben haben, was vollbracht ist. Nicht, weil wir uit uns selbst Kraft haben, aber Jesus Christus ist uns Untergrund. Und dann, wenn wir uns Leben und irgendwas anderes bauen doen, bitte, dass Jesus Christus ist, das Leben wird nicht sicher stehen. Dort Leben wird verfallen. Also wir wollen von der Matäus Kapitel 7, 24 bis 28, die Versen durchgehen. Er fängt an in 24. Stelle und er lehrt uns, dass wir sollen auf den Stein bauen. Er sagt, wer meine Rede gehört hat und das, was ich gesagt habe, er soll aus ein verständiger Mann, der sein Haus auf den Steingrund baut. En den Regen fällt, en der Wetter time, en der Wind pust, en schlug gängen dort Haus. En dort fällt do nicht. Wills dort ab den Stein gebaut wird. So Jesus fängt an, er sagt dir, wer meine Rede gehört hat. Das ist wichtig, dass wir lernen, was Jesus redet von. Und was er hier sagt, dass wer meine Rede gehört hat, er redet von der Botschaft, die er gerade gebracht hat. Von Kapitel 4 oder 5 bei Kapitel 7. Seine Botschaft, wer diese Wort gehört hat. Dort ist ganz merklich, dass ein Mensch dann diese Botschaft lesen wird oder horchen wird, der Botschaften. Und denkt zu sich selbst, das sind ferne Wörter. Das sind ferne Wörter und ich glaube, da wird Fan sein, wenn ich würde nur tun. Und das ist vielleicht auch, dass wir feiern, dass wir, wenn wir diese Wörter hören, dass wir bis mit Dollar proben, die auszuleben. Aber ohne dass unser Leben gebaut ist an einen sicheren Untergrund, wo wir niemals kann seine Rede ausleben. Und das ist der nächste Punkt. Und er sagt, und das, was ich gesagt habe. So wir sollen Gott seine Wort lesen und horchen und hören. Aber wir das soll nicht bloß dort bleiben. Wir sollen auch seine Wort ausleben. Wir sollen dort uteifern, dort, was Gott gesagt hat. In Englisch wird das ever sagen, to put into practice. Dort liegt ever sagen, auf Plattdeutsch wird sagen, wir sollen Jesus Christus seine Wort uteifern. Wir sollen die ever und ever tun, so dass das Port wird von uns leben. Und was sagt er dann? Sondern wir nur tun, was Gott gesagt hat, das sind Wes. Der ist so ein verständiger Mann. Vielleicht, weil wir dann vielleicht fragen von dir, was ist Weisheit? Oder was meint dort wir sind ein verständiger Mann oder ein verständiger Frau? Was ist Weisheit? Ich glaube, Weisheit ist, dort reich ausleben oder dort reich uteifern, dort, was wir weiten. Viele Menschen weiten viel, viele Menschen sind klug, aber ohne dort, was sie weiten, reich ausleben, die sind noch nicht weise. Wir sind bloß weise, wir sind bloß vollständige Menschen, wenn wir dort ausleben in einer rechten Weg, was Jesus uns gelehrt hat.
Jakobus Kapitel 1, 22 Vers sagt es dort. Wie jemand aber auch daunen, was dort wird sagt, wird's bloß hören, regt nicht hau, das beschummel je jünt selbst. Er sagt, wird's bloß hören, regt nicht hau. Und wer als weiß, er als so ein Wort auf dem Stein bühren det. Wer ist das Stein? Und so wir wollen Loder sein, der Stein ist Jesus Christus. Nicht bloß, was Jesus gelehrt hat, nicht bloß seine Wort hat, aber Jesus Christus selbst. Und dann, wer diese Wert hört und wer diese Wert utleben wird, die wollen beschützt sein in ihr Leben von den Sturms. Ich glaube, hier ist ein Ding, was wichtig ist zu verstehen. Und dort ist, dass wir sollen erwarten, dass wir wollen Sturm haben in uns Leben. Viele Menschen, die verfehlen sich, wenn das Leben nicht scheint. Viele Menschen, die fühlen sich angeschmerzt, wenn die Fehler sind in ihrem Leben. Viele Menschen fühlen sich sehr angeschmerzt, wenn Gott nicht zurückhalten wird von schweren Tiden. Weil Jesus hat selbst gesagt, dass wir sollen uns merken für schwere Tiden. In Johannes Kapitel 16, in der 33. Vers sagt er, das habe ich euch alle deswegen gesagt, dass je in mir Frieden haben. Diese Welt habt je Angst, aber seid getrost. Ich habe gegen diese Welt gewonnen. So Jesus sagt hier, in dieser Welt habt ihr Angst. Nur über Satan sagt, in dieser Welt habt ihr Trouble. In dieser Welt habt ihr schwere Tiden. Aber wir sollen getreu sein, wenn Jesus Christus hat diese Welt gewonnen. So dass, was hier sein wird, ist, wir sollen ein Haus bauen. Und wir sollen das Haus bauen in seiner Weg, dass den Sturm durchmerken wird. Weißt du, das sind zwei Wege, wo wir können beschützt werden von einem Sturm. Eine Weg ist, dass wir verloten die Umgehend, wo der Sturm passieren wird. So wir rennen weg von dem Sturm. Und ein anderer Weg, wo wir den Sturm durchmerken, ist, dass wir nehmen Schilling in ein Gebiet oder das, wo uns beschützt wird von dem Sturm. So Jesus sagt hier, wir sollen hier ein Haus bauen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, diese Menschen sind ganz zufrieden, ohne dass sie ein Haus bauen von das Leben. Was ich meine mit das ist, viele Menschen sind bloß zufrieden, bis durch Leben gehen, und mit das kommen, dann du bist mit so Märzschwarm zu sein. Wenn der andere Weg hier ohne den, dann jeder eine bis März. Aber Jesus sagt hier, wir sollen in Haus bauen in uns Leben. Wir sollen uns Leben ernst nehmen. Und ohne weiter sein, als wir sollen unsere Worte durchsetzen. Wir sollen uns Leben ansehen, dort du ein Haus hast. Viele von uns, ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns Leben anfangen ernst zu nehmen. Besonders uns jetziges Leben. Dass wir ein Haus bauen dürfen. Dass wir uns nicht besloten, Hanen träg püsten. Hanen träg nehmen. Dann sagt er wieder, dass du wollen eine Regen, der fällt. In Englisch wird es noch mal gesagt, when it rains, it pours. Wenn es regnet, dann regnet es ab uns. Habe ich mir über gedacht, und diese Vers lesen, dass Regen ist ein gutes Ding. Ohne dass es regnen wird, ohne dass es Wunder von Himmel kommen wird, würde keine Ernte sein. Wird alles dreig sein. Regen ist ein gutes Ding und uns fehlt dort. Aber Regen ist bloß gefährlich, wenn es zu viel ist. Und ein Ding, was ich beobachtet habe, ist, dass es nicht bloß eine Gefahr für Christen, wenn sie schwere Tiden durchgehen, dass sie wollen fallen. Das ist wirken, wenn sie gute Tiden durchgehen und eine gute Zeit sein, dass sie verjeten von Jesus Christus. Sie verjeten, dass sie Matten das Haus auf den Stein bauen. Das ist nicht bloß einmal die schwere Tiden, was die Trouble bringen wird.
Dort als Werken, dort uns wird so viel gute Dinge geschenkt auf einmal. Vielleicht sei je nu in einer Zeit in je Leben, wo Dinge bis alle gut gehen. Vielleicht sei je in einer Zeit in je Leben, wo ein Ding nur ordnet, da sind bis gute Dinge, was passieren. Und mit der Zeit, je haben so viele gute Dinge, je weiß nicht, was je selber mit alles tun. Und ich will uns von der ermutigen, wenn dort du bist, bau dein Haus an Jesus Christus. Alles, was Gott dir gegeben hat, die gute Dinge, nimm dich und bau dich an Jesus Christus. Und dann sagt es hier wieder, und dort wo das heim. Viele von Ihnen wissen, wo dort in Holland ist. Und dem Meer, wo dort Land wird abgebaut, dort im Meer kann bis so und so weit in Land abkommen. Holland würde mir vielleicht halb so groß sein, wenn sie über die letzten 1000 Jahre nicht haben langsam die Dikes abgebaut, die Dämme abgebaut, dort das Wasser war zurückgeholt. Jesus Christus ist uns Dom. Er ist der, der uns beschützen wird von der Überschwemmung. Er ist der, der das Wasser zurückhält. Er ist der, der uns beschützen wird, wenn die Überschwemmung zu uns kommen wird. Und dann alles, was an Jesus Christus gebüht ist, wird stehen bleiben. Ja, vielleicht mal beobachtet, wenn ihr bei dem Meer essen, das sind Gebiete, die in Wutter gebüht sind. Und die sind mit, vielleicht aus der Isar, vielleicht aus der stark gehalten, da wird weit in der Erde hineingerufen. Und der Wutter kann berührt und der kann nähen. Und dort das Gebiet das steht, wenn es steht sicher. Wer in Jesus Christus gewartet ist, steht sicher, wann der Wutter kommen wird. Und dann wieder sagt er, der Wind bloß und das Schluch gängen dort Haus. Das sind Zeiten uns Leben, wo das fällt sich so, dort Wind dort pust bloß und wir wollen ewig fallen. Dort fällt sich bloß, dort wird uns ewig nehmen. Und wenn Leben schwer ist, dort ist wichtig, dort unsere Wartung deib gehen. Uns Untergrund deib gehen. Interessante Ding ist, wenn Gebiete wurden gebaut, und ihr seid vielleicht mal in der Stadt gewesen, vielleicht seid ihr in Toronto gewesen, oder vielleicht in einer anderen Stadt, das New York City, vielleicht sind ihr in anderen Städten. Und ihr seid das Gebiete, wo 1000 Schau hoch gebaut worden. Das ist meistens zu begreifen, weil Menschen in hohen Gebiet kann bauen. Und ich denke, an wie windig das Boven muss sein. Und dort das Gebiet, das steht da. Und dort Wind, das kämpft, und das bloß das Gebiet, und gängt das Haus, und das bleibt stehen. Weißt du, warum das Gebiet kann stehen bleiben, wenn es so windig boven ist? Wegen der Untergrund geht hunderte Schau in der Erde an. Und wo das bis Erde ist, wo das Stein ist, da wird durch durchgebohrt, was das ganz ab Grund ist und Stein. Und an dort wird das Gebiet gesagt. Und wenn das Bedrock sozusagen in Englisch 100 Schau drauf ist, da wird drauf gegraben bei 100 Schau. Wenn das 200 Schau drauf ist, wird das so wie aufgegraben. So, dass das Gebiet an das Steingebiet wird. So ist es auch in uns Leben. Wir müssen an Jesus Christus spüren. Und nach Moment wird es vielleicht so viel, dass wir müssen tiefer graben. Wir müssen alle Sorten durchgraben, so dass wir uns wirklich saten an Jesus Christus. Aber weißt du, das ist wichtig, dass wir das tun. Ohne dass uns Gebiet, ohne uns Leben an Jesus Christus wird Gebiet, wir wollen fallen. Wir hören mal wieder, was er sagen wird, und er redet von seinem Wort an das Steingebiet haft. Er sagt, und dort fällt doch nicht, weil es dort ab den Steingebiet wir. Diese Juden, die das hören würden,
deuten, die würden han gedacht an Jesaja Kapitel 28, der 16. Vers. Und na, Gott der Herr sagte ihnen, horch einmal, ich sah der Sion in Ackstein, der sei ein fester Stein, der nicht verschärft, ein wertvoller Stein, der hallen wird. Wer Glauben hält, wird nicht uit Angst teken. Der sagt hier, das ist ein wertvoller Stein und der wird hallen. Und wir weten dort, was Jesaja von reden wird, ist, da wird ein Messias kommen, was der Ackstein wird sein. Der Untergrund wird sein für die Juden, die wird in Arm würden bleiben, und alle die würden gerat worden durch diesen Ackstein. Und das Ackstein, das Untergrund, was Jesus von reden wird hier, als er redet von sich selbst. Jesus Christus ist der Untergrund. In 1. Korinther Kapitel 3, 10 bis 15 sagt es dort. Du nur als Gott mich genug gab, habe ich den Grund gelegt, als in Weisa Bua Meister. Ein anderer bat boven wieder. Ein anderer büt boven wieder. Aber lot einen jeder vorsichtig sein, wo boven büt. Keiner kann einen anderen Grund leihen als der all gelegt ist. Dort ist Jesus Christus. Ab diesem Grund kann mit Gold, Silber, diedere Steine, Holz, Heu oder Stroh wiedergebaut werden. Weil jeder ein seine Arbeit wird für den Tag kommen. Der Gerichtstag wird klar gemerkt. Wat blijven wordt. Wat klar merken. Wat blijven wordt. Welks die dag komt met 4. Der tot 4 wordt zich wiesen. Van woner zort jedem seine Arbeit weer. En wann dort op den Grundgebiet is, de 4 proef bestonen wordt, woont de Janja Lohn kriegen. Wann aber während irgendwem sein Werken verbrennen wird, dann wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerat worden, aber mal groß so üten 4 gereten. Was Paulus hier reden wird von Jesus, als dass Jesus Christus den Untergrund ist. Wie bühren uns Leben? Er sagt, er braucht das Beispiel hier von Gold, von Silber, von Stroh, von Holzbühren. Wir bühren uns Leben, aber ohne dort an diesem Untergrundgebiet ist, wird dort nicht stehen bleiben. Da wird verfallen. Da ist es wichtig, dass wir uns ganzes Leben dann an das Untergrund bühren. Ich sehe ein Mäd von ab ans Hof, ich würde hängen in den Deck. Und dort ist mit Holzgebiet. Aber willst wir hier Frost kriegen in Ontario, eine mit den Puls angerufen, unter der Erde, deep genug, dass es unter der Frost ist. Und wenn einer dann wird, vielleicht einer unter Frost Land gruben, in der du unter Saaten, und dann ein anderen vielleicht ein Klimbet Busflag gruben, und vielleicht noch ein boven non-Saaten. Mit der Zeit, der Deck, der wird ganz schief sein. Wenn einer erst auf dem fernen Grundgebiet, und dort ordnet dort jeder Handen trägt mit der Frost. Und so ist uns Leben auch. Wenn wir wollen Port von uns Leben und Jesus Christus bühren. Und wir wollen da ewig vielleicht an was ordnet bühren. Dort wird an Christus erst gebüht, dort wird sicher sein. Aber dort ordnet wird Handen trägt gehen. Und uns Leben wird uns nicht Frieden bringen, so es uns dort fehlen wird. So, Jesus hat hier ein kleines Gerät von, wo wir sollen an den Stein bühren. Dann sagt er aber, was passiert, wenn wir uns Leben an Sand bühren.
26 Vers sagt, en wer meine Rede hiert en nicht det, dort ich gesagt habe, erst aus ein unverständiger Mann, der sein Haus ab dort Sond büht. Wenn einer einen Sond bühen det, Sond dort hält sich nicht. Einer kann Sond nicht packen, dort hart worden det. Dort einer se kann wat an dat Sond saten, dort sicher blieben det. Sond moved hanen träg. Und wenn wir Jesus Christus in der Welt hören, so ist er sagen det, aber dort nicht tun, was er sagt, wir sollen tun. Er ist ein angeständiger Mann. Da wird hier gebraucht in der griechischen Sprache als Moras. Und je wir Englisch kennen, wollen vielleicht hier, da hier sich bekannt. Da wird Moron, kam von dem Wort. Wir würden sagen, Moron, dort ist ein Betten Hunschit wird. Dort ist ein Wort, wo wir würden sagen, dort ist ein Aschelt. Dort ist ein Noah. Dort ist so eine, was sich dort nicht wieder rechnen wird. Dort ist das Wort, was er brauchen wird. Sondern was Jesus Christus lehren wird. Aber dort nicht üben wird. Sondern nicht leben wird. Hij oder zij is een moron. Hij is een Noah. Ich glaube, er sind viele Menschen, die von Christus weiten tun, aber sie kennen nicht Christus. Sie weiten, was sie tun sollen, aber sie leben dort nicht aus. In Jakobus Kapitel 1, und wir lesen noch 22, und 23 und 24 sagt es das. Wer dort wird, bloß hiert und nicht det, wo das sagt. Der ist als ein Mensch, der sich ein Spiel bekickt, und dann durch von jet en Fürz verjagt, wo dort uitsagt. So, ich glaube, keiner von uns will haben, dass uns in Noah wird genannt. Keiner von uns will haben, dass wir nicht wer sollen sein. Keiner von uns will haben, dass wir sollen in Moron sein. Dort ist dann wichtig, dass wir uns an Jesus Christus bünden. Bild 27 Vers sagt Jesus wieder, was passiert, wenn ein Mensch sein Leben an irgendwas anderes bündert als den Stein. Er sagt, das ist das. Und als der Regen fällt und der Wunder kommt und der Wind bläst, und jenen dort Haus schlug, fällt dort mit einer großen Kracher taub. Dort fällt. Der ist vielleicht eine Zeit, wo wir auf dem Sonnenbühnen down von ein paar Deel sind das sehr fan. Wenn wir uns Leben bühnen down und Sonnt, was nicht Christus ist, von der ersten Zeit sind das sehr fan. Dort sitzt der Fan gleich, kriegt es wie dort der Hand gebüht haben. Wo einmal dort an der Probe gestellt wird, einmal der Frost kommen wird, einmal der Regen wird, einmal der Wind blosen wird, dann jeder klar zu sein und was von Unger Grund das Gebiet ist. Und dort Haus, da wird verfallen. Sag eine Frau für uns von dir. Und was bietet du dein Leben? Bietet du dein Leben an Jesus Christus? Bietet du dein Leben an Glauben in Jesus Christus, seine Kraft und seine Gnade? Oder brauchst du dort nur zu leben, was der Welt dir anbieten wird? Brauchst du dein Leben zu bühren an Geld merken? Brauchst du dein Leben zu bühren und bis einmal was scheingehen? Brauchst du dein Leben an zu bühren, dass die Menschen einmal proben, den Frieden zu stellen? Brauchst du dein Leben zu bühren und Jesus Christus proben, deine Radung zu verdienen, der was du das? Die Dinge wollen uns nicht der Sicherheit geben, was uns fehlen wird. Bloß Jesus Christus als der sicher Eckstein. Bloß Jesus Christus als der Untergrund, was sicher ist. Und wer sein Leben ganz an Jesus Christus bühren wird, wird nicht durchfallen. Und dann letzte 2 Versen. Sagt ein klein bisschen, was passiert, wenn Jesus Christus seine ganze Botschaft taub bringen.
Dat zegt in 28, en als Jezus met zijn rede derg weer, schonden de mensen Eva, wat hij leren deed. Würden kan zijn de mensen die hielden wat hij zijn deed. En zij wunderen zich. Dat weer een wunder. In Engels zegt dat die weer amazed. Dat weer een wunder, wo een mens kan zo'n boodschap brengen. Waarom wunderen zich? 29 zegt, wilt hij leed zoals einer, der met Kraft door Hunger had, of door Hunger stond. Dat is een interessante vers wat het zijn dat hij leed zoals einer. We weten dat Jezus is God. Hij heeft alle kracht. Hij kwam en hij deed wunder. En hij weer ganz God, wanneer hij ook ganz Mensch weer. Dat weer niet bloos dat hij weer zoals einer wat had. Hij had alle kracht. Maar hier is het interessante ding van wer Jezus weer. Hij hield de kracht wat hij weer en wat hij had niet voor zich. Hij leidt zijn in het leven en zijn leer bewijzen wer hij weer. We kijken vielleicht een paar boodschappen terug, wo dat zijn deed. We worden een mens kennen van zijn vraag. Dat we van mensen Jezus bejahen deden. Wanneer zij een experience hadden met hem, dat zij zeggen, wer hij werkelijk weer. En ik weet niet, wo beter deze ganze series te brengen. En deze ganze boodschap wat Jezus brengen deed van kapitel 5 tot kapitel 7 met dit. We hebben gehoord wat Jezus gezegd heeft. Wat leven we dan van Jezus? Wo zijn we Jezus aan? Wil we dat dan ook beleven wat Jezus ons geven wil? Wil we dat horen? Wil we dat uitoefenen wat Jezus Christus ons gegeven heeft? Wil we die Entscheidung merken, dat we den schmalen der wollen durchgehen? Dat we den schmalen Weg kan gaan? Dat ons leven wordt op gouden vrucht wijzen? En dat ons leven wordt sicher stehen in Jezus Christus? Wie kan die Entscheidung merken? Wer wir uns nicht bloß wundern von was Jesus gedaan heeft, aber wer wir dort noch tun. Wann Jesus sagt, was Jesus angenommen hat. Aber jemand, die Leben und Fang und ohne Dinge zu bühren, ist Jesus Christus. Vielleicht habe ich von der Universität, vielleicht hast du da mehrere Jahren, wo je ein Leben nicht haben gegeben nach Jesus Christus. Ich will ihn von dir einladen, komm zurück nach Jesus Christus. Dort das ganze Haus, dein ganzes Leben kann an Jesus Christus gebaut werden. Ich will von dir schließen mit Port, die erste Vers von Matäus Kapitel 8 lesen. Und das ist, was passiert, wenn Menschen diese Botschaft haben gehört. Und Jesus von Borch raufkam, gingen eine große Schau Menschen heran. En de kracht in de weg is, wanneer Jesus Christus op de wereld weer en hij wil zijn dit boodschap brengen, dat we allemaal in de tijd waar hij wil mensen aanladen, kom en volg me na. En die aanlading is voor ons van die dag ook. We hebben gehoord wat Jezus geleerd heeft. We kunnen dat lezen in de tijd wat Jezus gedaan heeft. Wat Jezus krijgt ons van jou. Komt en volgt me na. So, ik weet niet hoe die met Jezus voor jou stonden deed. Want die Jezus nog niet voor de eerste maal has aangenomen, dat is die Heiland und Herrn. Von dir kannst du dat doen. En wanneer du von der Universität hast weggewandelt en die nicht für Jesus Christus leben des, Jesus Christus sagt auch, kommt en volg me na. Wir schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, wir sind Frau.
Dat we kan weten dat ons leven sicher stonen dat. Dat ons huis wordt gebouwd en zand wat niet schiften wordt. We worden niet vallen. En Gott, we weten nur bei, wir sind dort nicht vollkommen. Wir sind nicht perfekt. Wir kommen kort. Wir bauen uns Leben an Dingen, die nicht uithalten dat. Aber Jesus Christus, ich bete, dass du weißt, wer wir sind, annehmen. Und wenn wir uns hingeben nach dir, dass du weißt, das wird, was du gesagt hast in Matäus, durch uns ausleben. Dass wir können Menschen wissen, was das meinen dat, dass man ganz hingegeben nur vor ihr sein. Und Jesus Christus, ich bete von der Personen, die noch nicht haben die Entscheidung gemerkt, haben der den Schmalen der zu gehen. Ich bete, dass du wirst durch deine Gnade die Personen kriegen nur dies Herz. Und ich bete alle diese Dinge in Jesus Christus Namen. Amen.